Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 Minerva's Den auf Pelzig. Ja, bei meinem Fazit in der letzten Episode von Bioshock 2 finde ich eigentlich, habe ich in der Kürze liegt die Würze alles gesagt. Bioshock 2, das Hauptspiel, war eigentlich mehr oder weniger einfach nur gut aufgewärmt die Sub. War mal wieder ein schöner Ausflug nach Rapture. Ich liebe das ja mit dieser 20er, 30er Jahre Akustik und auch mit der Optik. Ich finde es großartig gemacht. Und jetzt gucken wir uns nochmal Minerva's Den einfach mal an, weil das wohl für die Geschichte noch relativ relevant sein könnte. Ist ein DLC. Von daher schauen wir mal, was war bei der Bioshock Collection mit dabei. Von daher, da ich es gratis mit dabei habe, würde ich ja glatt mal sagen, wir starten das Ding jetzt einfach mal ohne große Worte. Ja, leicht, ne? Natürlich mal wieder. Okay. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Uah, die Musik wieder. Geil, geil, geil. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier wieder was jemand Bekanntes spielen oder jemand Neues. Weil das Ende, dass jetzt Delta und Eleanor eine Einheit sind, irgendwie traurig um Delta, auf der anderen Seite sind sie vereint. Wie er gewollt hat. 1968, Rapture. Okay. Minerva's Den. Subject Sigma nähert sich Minerva's Den. Er darf den Thinker nicht erreichen. Den Tunnel sprengen! Was? Niemand sprengt den Tunnel. Wir spielen Subject Sigma. Okay. Wird wahrscheinlich auch von der Alpha-Serie sein. Einige Zeit später. Sometime later. Aller hopp. Uah. Geht wieder leid. Warum hat sich da ein Seestern auf mir abgesetzt? Ich sehe schon Sternler. Uah. Glücklicherweise hat er keinen Schmotter an mir hinterlassen. Ja, so ein Stahlträger schläft sich auch etwas ungemütlich. So. Ja, okay. Wie lange habe ich hier gepennt? Wie lange halt meine Sauerstoffreserve? Waffe habe ich auch, Kenny. Großartig. Da ist nix. Bisschen Morgengymnastik schadet definitiv nicht, nachdem er sometime later aufgewacht ist. Und da ist immer noch Minerva's Den. Hallo? Hallo. Bist du Sigma? Oh jo. Kannst du mich hören? Jo. Mein Name ist Porter. Charles Milton Porter. Mhm. Doc Tannenbaum sagt, du wirst uns helfen, den Thinker aus Rapture fortzubringen. Das wird nicht einfach, aber das ist so bei guten Taten. Du solltest durch eine Luftschleuse reinkommen. Okay, The Thinker findet Charles Milton Porter. Alles klar. Okay, ich bin im Auftrag von Tannenbaum anscheinend unterwegs. Und irgendwas muss ich aus Rapture rausholen. Ein Denker. Keine Ahnung, ob das jetzt wiederum eine Maschine oder eine Person ist, die so genannt wird. Aber es gibt anscheinend nur noch ganz, ganz wenige Personen, die sich noch nicht bis zum Arschlag spleisten. Von daher schauen wir mal. Und da ist auch nix. Wieder nix. Da haben wir es doch. Minerva's Höhle. Dann gehen wir nochmal rein. Oh, hier sind die, wollte gerade sagen, die Texturen noch nicht ganz geladen. Minerva's Den war eine ganze Zeit vom restlichen Rapture abgeschnitten. Aber nicht vom Splicen. Bleib wachsam. Es ist dunkel in Minerva's Den. Aber wenn du das Stromrelais vor Ort resetten kannst, dann kann ich den Saft von hier aus wieder anschalten. Natürlich. Machen wir noch glatt. Stelle die Stromversorgung in Minerva's Höhle wieder her. Allerhaupt. Was haben wir dann? Wir haben nur Bohrer. Mhm.
Es ist von allem abgeschottet gewesen die ganze Zeit. Naja, außer von Splicer. Denken Sie mal drüber nach. Gut, Verbandskaste. Aber haben wir noch ein paar kühle Dollar. Da ist noch ein bisschen Treibstoff drin. Aller Hopf. Gut, Gesundheit durch Dosenbohnen gewonnen. Ja, wie im richtigen Leber. Und das ist wieder nichts. Warte mal. Halte mal die Gaula. Erst einmal gehe ich wieder da lang. Weil da lag am Ende noch so ein Audiolog. Oh, schick. Schick kennen sie es hier. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so großartig anders sein als Bioshock 2. Das wird wahrscheinlich genauso abgehen. Dein Glied der Kette. Will ich das hören? Ah, von Andrew Mr. Ryan. Porter, ich möchte der Erste sein, der Ihnen zur Gründung von Rapture Central Computing gratuliert. Die große Kette wird stetig stärker, mit jeder Hand, die mit anpackt. Und glücklicherweise ziehen Sie und ich in Sachen Rapture am gleichen Strang. Mhm. Na klasse, das heißt jetzt, der Porter ist so ein Andrew Ryan-Anhänger. Na, großartig. Der war ja auch überhaupt nicht wahnsinnig zum Schluss oder so, der Andrew. Okay. Okay, irgendeiner scheint es wohl für sich beansprucht zu haben hier. Hallo und willkommen in Minerva's Den, der Heimat von Raptures Hightech-Industrie. Hallo. Okay. Hightech-Gliederpuppe hier, nicht schlecht. Rapture Central Computing, McClendon Robotics, Rapture Sending Computing, Airtight Archives. Alles klar. Was haben wir dann da noch? Probability. Hütchen. Keep out. Okay, irgendein verrückter Mathematiker hängt hier ab. Wobei, gibt es irgendwelche Mathematiker, die bei Verstand sind? Ich weiß nicht. Ich kenne jetzt keiner, der Was klar bei Verstand wäre. Was denn ein? Porters neuestes Spielzeug? Er will den Thinker für sich. Aber, tja, alter Freund, die Maschine hat mich auserwählt. Aha. Alles klar. Mr. Reed Wahl. Porter Traitor. Ach du Scheiße. Ja, wie gesagt, also ich glaube, so ziemlich jeder Mathematiker hat so einen leichten Knall. Kenne ich bisher wirklich noch keiner oder noch nie einer erlebt oder von einem gehört, der ganz sauber sein soll. Eigentum von Reed Wahl. Mein. Ja, und er denkt, der Finker hat ihn ausgewählt. Du tuckischer Splitzer. Gibt's da das? So, du auch noch. So. Noch ein bisschen Blutvatergericht. Reed Wahl. Er und ich haben Rapture Central Computing gemeinsam gegründet. Aber Okay. der habgierige Kerl hat mich vor Jahren rausgedrängt. Die Splicer, die Sicherheitsvorkehrungen. Er zieht jetzt die Fäden in Minerva's Den. Sieht so aus, ja. Bin ja mal gespannt, ob wir hier noch mehrere Waffen finden werden und ob wir Plasmide... Oh, derzeit kann ich nur Telekinese. Okay. Ist vielleicht das Einzigste, was wir hier benutzen können als Plasmid. Schauen wir mal. Da brauche ich wahrscheinlich ein Elektrobolt. Airtight Archives. Der ist ohne Strom nutzlos. Und da war noch was. Genau. Dosefrüchte. Der Denker. Vielleicht ist es das hier. Der hat ja die Denkerpose hier. Bin ja mal gespannt, was dieser Thinker sein soll. Thinkers Potenzial. Porter und ich, wir sind Partner. Aber er treibt Unsinn mit dem Gerät. Die Rechenkapazität des Thinkers ist verdammt nochmal ein Quantensprung, was Geschwindigkeit und Flexibilität betrifft. In den ruhigeren Stunden habe ich ihn die Ergebnisse von Baseballspielen vorausberechnen lassen. Und er arbeitet ungemein präzise. Wendet man ähnliche Programme auf die Märkte von Rapture an, hat man die Lizenz zum Gelddrucken. Aber Porter,
Ich habe gehört, wie er den Thinker mit Aufnahmen seiner toten Frau gefüttert hat. Der Narr möchte den Thinker in einen Menschen verwandeln. Ich kann mir kein traurigeres Schicksal für eine so perfekte Maschine vorstellen. Alter. Okay. Oh, nett. Ionenlaser, das ist mal schön. Toter Lancer. Okay. Das ist eine neue Art von Big Daddy. Laserzeller. Das ist nicht schlecht. Haben wir mal wenigstens ein bisschen was Neues bei der Waffentechnik. Ein sogenannter Laser. Sehr schön. Lichtsteuerung. Sieh dich an, Sigma. Du denkst, Porter sei dein Verbündeter. Aber der Thinker weiß es besser. Der Thinker weiß. Finde ich auch immer gut, wenn man sich nur auf Maschine verlässt. Alter. Coole Waffe. Ein sogenannter Laser. So, sehr schön. Der Strom ist umgeleitet. Das sollte uns sehr helfen. Geh zu meinem Büro im Geschäftsleitungstrakt. Dort ist etwas, das wirst du brauchen. Mach schnell. Ja, wie die mich immer alle rumkommandieren. Das habe ich ein bisschen satt. Hier in Supporters Büro. Dass die nicht einfach mal Bitte-Sache können. Oh. Übernimmst du die Kontrolle über Sicherheitselemente von Rapture? Alles klar. Tricksen Sie Sicherungssysteme aus. Manipulieren Sie Bots, Geschütze und Kameras, um dort anzugreifen, wo Sie es wollen. Schicken Sie verbündete Bots auf Missionen. Okay. Warte mal, haben wir gleich? Irgendwo muss das Ding ja auch sein. Warte mal. Da ist es. War das jetzt mir? Okay. Gut. Das kann mich jetzt erwischen. Aber Heckpfeile und so habe ich jetzt leider auch keine. Na gut. Schade. Ey. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Rapture Central Computing? Der fortschrittlichste Rechner der Welt. Der Thinker. Der Thinker, genau. Sehr merkwürdig. Also das Plasmid ist jetzt halt wirklich so toll. Ich würde das Teil lieber hacken, um ehrlich zu sein. Ey. So. Das gehorcht mir jetzt einmal auf eine kurze Zeit. Schnelligkeitsschub, ja, das ist... dass ich ein bisschen schneller bin. Ah, okay, das reicht zumindest zum Hacker. Ups. Nochmal. Okay, der beste Schutz habe ich definitiv nicht so, merke ich. So. Sehr gut. Also ich habe definitiv nicht den besten Schutz, wenn ich sehe, wie ich fertig gemacht wäre, ohne Probleme. So, Moment. Können wir das Ding auch hacken? Ja. Sehr gut. Zumindest so können wir das dann machen. Ein bisschen Kaffee ist nie verkehrt. Ups, zum guten Kaffee kann ich das sowieso nie nähen, Sache. Bumm, genau, da waren wir schon. Ein paar müde Dollar. Naja, noch die auf uns warten. Na? So, sehr schön. Für 8 Dollar springe ich auch. So. Geldbörse. Ist auch gut. Und der Thinker mal wieder. Mr. Ryan hat mich engagiert, um einen Computer zu bauen, der eine ganze Stadt am Laufen halten kann. Das Rapture Operational Data Interpreter Network. Die Leute nennen es den Thinker. Und sogar hierfür haben wir die Kraft des Adams genutzt. So kann der Großrechner Daten in Gedankenschnelle verarbeiten. Mit anderen Worten, er denkt für uns. Ja. Und mit Vollendung des Independent Reasoning Prozessors für unabhängige Denkprozesse könnte er endlich auch für sich selbst denken. Haha, wenn Turing mich jetzt sehen könnte. Okay, hier haben wir noch Tenenbaum, kann dich mit einem Bonustonikum ausstatten, wenn du die Protektorprüfungen abschließt. Schließe alle Prüfungen ab und kehre zu einem Gatherer's Garden zurück, um das Meisterprotektor-Tonikum zu erhalten. Okay. Bisher haben wir jetzt hier nichts Großartiges. Bin ja mal gespannt, wie lange dieses DLC hier gehen wird. Ich glaube, der ist ziemlich arg schlache schon.
Die Saugroboter haben alles Mögliche aufgesaugt, bevor sie den Geist aufgegeben haben. Brich einen auf. Vielleicht findest du was Brauchbares darin. Gucken wir mal. Knacken wir dich mal. Okay. Ein paar Dollar und Verbandscaster. Bots zerstört, 1 von 5. Ah, das ist aber optional. Okay, machen wir trotzdem. Optional ist immer gut. Hallo. So, dich lasern wir erstmal. Dich genauso. So, und dich hacken wir. So. Okay. Dann futtern wir erstmal ein bisschen was. Drachen Annie. Und sonst stellen wir noch hier irgendwas, was unsere Gesundheit auffüllt. Ich mache jetzt nämlich noch nicht unbedingt so eine Verbandskaste verschwendet damit. Also ein Old Tom Whisky brauche ich jetzt noch nicht. Aber so ein paar Vitamine sind gerade sehr gut. Kartoffelchips. Das mal verzichte ich auf die Kippe. Ansonsten verschlechtere ich meine Gesundheit wieder nur. Die Ende war nur was Ambiente. So, da ist noch jemand. Bandagen sind definitiv immer gut. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich aus Versehen die Kippe doch genommen. Kaffee nehme ich dafür auch sehr gern. Die hat noch ein paar Dollar. Und weiter geht's. So. Eventuell gibt es ja hier irgendwann nochmal so... Ah, Laserzelle ist immer gut. Gibt es hier eventuell auch nochmal so ein paar Roboter. Zack, 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 zack. Mist. Nochmal. Zack, 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 zack. Sehr schön. Okay. Falls ich Laserzelle Probleme habe sollte ich hier nochmal zurückgehen. So kann ich... Was denn hier? Und da war nichts drin. Okay, irgendwo, ja. Ich kann sagen, irgendwo ist noch einer. Und ach, der ist tot. Gut. Wenn wir so ein Ding aufnehmen. Apropos. So, was haben wir dann hier noch? Never wet waterproofing. Hanna. Gut, ist hier eventuell noch so ein Staubsaugerbot? Nicht, dass ich wüsste. Nö. Hier würde ich mal keiner sehen. Und, ah ne, es war nur Zigarette. Na gut. Der hat eine Verbandskaste. Absolut perfekt. Huch. Ah, nicht schlecht. Das ist so ein Börseticker oder was. Nicht schlecht. Das Symbol von Minervas Den ist hier. Hier dürfte eigentlich niemand sein. Ich hab dich auch gehört. Hey. So, weiter. Ja, dann hacken wir jetzt auch nochmal den Kollegen. So. Der Raketenbot darf mich sehr gern begleiten. Habe ich definitiv kein Problem damit. Elektromagnetisches Schloss, was ist das? Einige Türen sind magnetisch verschlossen. Widerstandsrelais in der Nähe regulieren die Stromzufuhr für den Elektromagneten. Wenn du die Widerstände mit dem Gravity Well entfernst, wird das magnetische Schloss deaktiviert und die Tür öffnet sich. Okay. Hier haben wir noch was. Eine Harpune. Du hast die verbesserte Harpune gefunden. Das Tempo-Upgrade erhöht die Geschwindigkeit der Harpune und verringert die Zeit bis zum nächsten Schuss. Nicht schlecht. Die perfekte Gleichung des Thinkers hat jede deiner Handlungen vorhergesagt, Sigma. Er wusste, dass du hierher kommen würdest. Er weiß, wohin du als nächstes gehst. Und er weiß, du wirst scheitern. Ich meine, das ist ja schön und gut, dass der Thinker weiß, wo ich hingehe, aber jeder, der sich mit dem Sicherheitssystem auskennt, wüsste das auch. Brauche ich keinen Thinker. Zu perfektionieren. Der Thinker kann vieles, aber in die Zukunft sehen? Nein. Das Blyson hat ihn um den Verstand gebracht. Von mir aus kann Wall hier in Rapture verrotten.
Wir kopieren den Code des Thinkers und bringen ihn wieder unter die Lebenden. Also wie gesagt, mir ist es eigentlich relativ egal. Sehr schön, der spuckt ein bisschen Bohrertreibstoff aus. Und Laserzelle brauche ich erstmal nicht. So. Ja, also wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mit dem System auskennt, dann wüsste man auch, wo ich als nächstes hingehe. Da brauche ich keinen Thinker dafür, den ich immer sage. Raketengeschütz. So. Wenn ich wüsste, erstmal Strom einstelle und dann würde er wahrscheinlich als nächstes Cell und jenes machen müssen, um das und das zu aktivieren, bräuchte ich auch keinen Thinker dafür. Na, das ist, wenn man sich halt so sehr auf Computer und Maschine verlässt, statt mal selber wieder zu denken. Die Adam-Krankheit rückgängig machen. Adam ist eine heimtückische Substanz. Einmal eingenommen, ist permanenter Nachschub erforderlich, um die Wirkung aufrechtzuerhalten. Sonst gleitet der User in den Wahnsinn ab. Mein Plasmid, das die Kleinen aus ihrer Knechtschaft befreien soll, ist vielversprechend, aber in seiner Wirkung begrenzt. Es wirkt nur bei den Kindern, die die Schnecken im Bauch haben. Bei erwachsenen Splicern oder Big Daddies kommt es zu Unverträglichkeiten. Das ist lästig. Aber wenn der körperliche und geistige Verfall umkehrbar wäre, wenn die Adam-Krankheit heilbar wäre, wäre seine heimtückische Natur überwunden. So, erzähl mir mehr. So, da haben wir noch was. Vorsichtiger Hacker. Nehmen wir mal mit. Der Hacker. Hacker der Schreckliche. Und dann geht's so weiter. Der Gosch. Als ob dich wieder mal für irgendwas bezahlen wird. Ich habe eine Frage zu Klomax. Du Arschgefroren, aber. So. Und den nehmen wir auch noch mit. Den Bot nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Die sind definitiv sehr hilfreich, diese Bots. So, da haben wir nichts weiter. Das ist nicht mal ein Staubsaugerroboter zum Kaputtschlager. Na, habe ich jetzt auch richtig durchsucht? Nee. Wie gesagt, noch nicht mal ein einsamer, trauriger Thermozeller. Thermalzeller, Thermo. Das ist etwas traurig, dass hier nichts ist. Moment. Ups, das war falsch gedrückt. So wollte ich. Moment. Ionenlaser. Thermalzelle. Probieren wir mal aus. Ist ja immerhin Naiwaf. Und das sieht aus, als würde es Feuerschade machen. Warte mal. Dass es jetzt wirklich völlig umsonst war. Mache ich jetzt gerade mal... Alter, macht die Beine so breit. Mache ich jetzt gerade noch mal Test, ob hier nicht wirklich irgendwo noch so ein Staubsauger ist. Nee. Hier finde ich echt keiner. Na gut. Dann wieder noch over. Und raus aus dem Gebiet. Nochmal Lucky machen, ob ich hier wirklich nichts übersehen habe. Sieht nicht so aus. Was ein geiles 60er Jahre Computer. Ach ja. Und hier ist ach nur ein Sicherheitsschalter. Nee, überall nur so Börseticker. Sehr schön. Ein Verbandskasten. Tja, wenn das alles war hier, kann ich leider nichts aufmachen. Das geht leider erstmal nicht. Launch, war ich doch schon? Nö, offensichtlich noch nicht. Nicht schlecht. Verbrennt die Leute. Nicht verkehrt. Das wäre sehr geile Waffe gewesen im Hauptspiel. Toll. Mein Bot hat's vorher kaputt gemacht. Schade eigentlich. Jetzt ist halt noch ein paar Kartoffelchips. Und was ist da noch? Thermalzelle. Sehr schön. Die werden noch gut warm kalter. Ein bisschen Sardinenmampfer.
Und sonst haben wir hier nichts. Nee, hier ist nichts mehr in der Lounge. Na gut, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Bioshock 2 Minerva's Den auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.